Gleich Flashbacks von was? Flashbacks von was? Von alten Videos, du Hurensohn, Digga. Ich auch. Jedes Mal, wenn ich das höre, ich auch. Digga, warum kennst du das? Warte, ich such das alte Video raus. Ich such das raus. Bro. Warte. Was habe ich hier hochgeladen? Trash Vlog, so macht ihr mein Snack-Menü. Das ist in einem Video. Ich zeige euch, wie man beim Snack Scheiß macht. Und let's go. 2 Toast in das Gerät, was warm wird, wenn man es anmacht. Oh mein Gott, hab ich so Bock. Oh Gott, ich hab außerdem, ups. Oh mein Gott. Ich hab die Version des Hugo-Brotes schon längst vergessen. Bro, ich hab damals... Oh mein Gott. Ich muss das heute machen. Ich hab das komplett vergessen. Bro, ich hab damals... Also ihr kennt ja Hugo-Brot. Nutella-Brot in Kakaotunken. Aber ich hab damals es komplett auf ein anderes Level gemacht. Nutella-Brot mit Schoko-Cornflakes. Wenn du die Schoko-Cornflakes in die Milch reinmachst, dann ist die Milch ja auch immer Kakao-mäßig. Und dann Toastbrot in diese Cornflakes mit Schokomilch reintunken und vielleicht, man hatte ab und zu mal Glück, dass 1, 2 hängen bleiben, dann reinbeißen und dann hattest du auch mal ab und zu so Crunch-Dinger. Alter, das war so krass. Fuck, Mann. Ich hab das schon alles gegessen, aber ihr könnt das Toast auch in eure Schüssel machen, wo die Cornflakes sind und reintunken und let's go und schmeckt euch und let's go und like. Totes Video. Toteres Video geht nicht. Wie ich mein Hugo-Brot esse. Lecker Hugo-Brot. Mann, du kleiner Bastard. Ja, meine Adresse wird schon wieder geleakt. Geil, Mann. Sage ich, wie ich jetzt mein Hugo-Brot esse. Da habe ich viele gefragt, wie es original geht. Ich habe zwar jetzt keine Semmelbrötchen, die gibt es immer nur im Urlaub bei mir. Also ich esse eigentlich das Original Hugo-Brot immer nur im Urlaub, weil es muss ja Genuss sein. Urlaub muss ja geil sein. Ich gehe bald in den Urlaub und dann genau das werde ich wieder den ganzen Morgen lang machen. Nach Schweißtour bin ich eine Woche im Urlaub und genau das werde ich da machen. Original Hugo-Brot ist das geil, aber mit dem Brot ist auch okay. Hier habe ich Kakao, das dampft auch schon. Wenn ihr eine Kaffeemaschine habt, wo man, da macht man ja normalerweise Wasser drin, macht da einfach Milch rein und dann Kakao habe ich jetzt auch gerade gemacht. Ich bin noch gerade Test mit den Lelex. Mit den Lelex, Digga. Mit den Lelex. Mit den Lelex. Oh mein fucking Gott, Bro. Digga. Lösch deinen Kanal. Bro, mit Stegi. Wie viel Uhr hatten wir da? Bro, das war, oh mein Gott, ich kenne noch diese Zeit. Alter, Memories Unlocked. Das war die Zeit, wo ich mit Stegi jeden Tag bis 4 Uhr in der Nacht oder so im TS war, weil er nie wollte, dass ich gehe. Ich habe immer gesagt, yo, ich gehe jetzt. Und dann meinte er, nein, bleib doch ein bisschen. Und irgendwann hatten wir 4 Uhr und ich bin dann erst pennen gegangen. Digga, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Lexray. Und ja, meine Freunde, ich esse das jetzt einfach mal. Ich nehme mal hier dieses Stück. Digga, genau damals hat er schon dieses Quatschi gemacht. Und noch ein bisschen Quatschi. Bro, ich war damals die Lara. Tunkt das hier so richtig rein. Oh mein Gott, hab ich Bock drauf. Das ist noch richtig heiß, der Kakao. Oh mein Gott. So ein bisschen länger. Alter, ich sabber. Lecker. Der wird das schon so Oh schön mein Gott, ich hab so Bock darauf gerade. Bro, okay, zugegeben, das sieht richtig ranzig aus. Aber das war das Krasseste. Das war wirklich das Krasseste, was ich damals gegessen habe. Real Talk, ihr checkt nicht, wie geil das war. Bro, macht jetzt ein Video, wie das ist und zeigt eure Reaktion. Ich will das sehen, bitte. So muss das, Junge. Das war eigentlich auch schon mit dem Video. Ich gönn mir die jetzt noch. Und ja, folgt mir auf Twitter. Ich vermisse diese Zeit. Bro, da hatte ich wirklich keine Sorgen. Ich hatte einfach keine Sorgen. Bro, ich hatte keine Sorgen. Ich habe gestreamt meine 2 Stunden damals, noch kürzer als heute. Digga, nach dem Stream lag ich in meinem Bett, hab 5 Stunden TikTok geschaut. Kein Witz. Ich habe 5 Stunden durchgehend TikTok geschaut. Bin dann wieder auf den PC gegangen, hab privat einfach gespielt, war bis 4 Uhr mit Stegi TS, bin schlafen gegangen, bin um 13 Uhr aufgewacht, hab Mittagessen gegessen und gestreamt. Alter.
Ich vermisse diese Zeit, da, wirklich. Ich war sorgenlos. Ich hatte keine Probleme. Bro, mein größtes Problem waren meine Schulhefter damals. Ich war damals Online-Schule und das war mein größtes Problem. Fuck, Mann. Alter. Nein, ich war nicht depressiv da. Bro, ich bin mehr in Richtung depressiv heute als damals. Damals war ich einfach ein glücklicher Junge. Ich hatte zwar keine Freunde, ich bin zwar auch nie rausgegangen, aber mir ging es trotzdem gut damals. Bro, ich habe damals von einem Mod von mir, 5 Euro gegeben, damit er meine Hefter macht. Damit ich die nicht machen muss. Digga, das war die goateste Zeit. Auf YouTube. Und dann habe ich irgendwann entdeckt, dass es die Lösungen online gibt für 2,50 Euro. Irgendwann habe ich das entdeckt. Da habe ich Rabatt bekommen, 50%. Ist da wohl Ansichtssache, wenn ich in den Ferien so lebe, geht es mir crazy schlecht. Ja, ist es auch, Digga. Es gibt Leute, denen geht's richtig scheiße, wenn die so leben. Bro, ich bin einer, dem geht's richtig geil, wenn er so leben kann. Bro, ich war auf Madeira zu jemand, also da gibt's, auf Madeira ist ein anderer Luxemburger, den kannte ich nicht, habe ich kennengelernt jetzt. Real Talk, der hat das Leben, was ich damals hatte. Der streamt auch, hat nicht viele Viewer. Und ich bin auch in sein Zimmer reingegangen, er hat mir sein Zimmer gezeigt. Bro, er schläft auf einer Luftmatratze. Und das Einzige, was in seinem Raum ist, Luftmatratze und ein Tisch mit PC. Das war's. Sonst hat er nix. Vielleicht machen wir mit dem irgendwann mal was, mal gucken. Mal schauen. Heiko hat mich gerade angerufen. Yo. Mir ist gerade eine Story eingefallen, die ich dir noch nie erzählt habe. Will ich die hören? Weiß nicht, willst du sie hören? Um was geht's? Um deinen Schulabschluss. Ja, erzähl. Steve und ich haben mal so 2 Monate lang, glaube ich, ein Video geplant und eine Website erstellt, die hieß schulabschluss123.de und wollten dir das weismachen, dass man da dann auch Schulabschluss kaufen kann. Ihr verarscht mich. Nein, ist das real? Digga, ja. Nein, wirklich jetzt? Ja. Bro, ihr habt Aber wir haben es halt nie gemacht. Warum habt ihr es nie gemacht? Keine Ahnung. Vergessen oder so. Ihr wolltet, Das wäre so ihr wolltet eine Seite machen, wo man sich Hauptschulabschluss kaufen kann und ich soll da was kaufen. Und dann wollten wir das hier so richtig schmackhaft geil machen und so, Bruder, mach doch nicht die Hefter die ganze Zeit, Digga, Fischer macht die eh für dich, scheiß doch drauf, guck mal, du kannst da 50 Euro bezahlen, die machen alles für dich. Dann hast du das Ding. Echt? Okay, ich kauf's. Ja, okay. Ich mach mal Bro, Real Talk, damals warst du richtiger Hurensohn. Hey, was? Nein, du und Stege habt damals ein 2v1-Dinger gegen mich gemacht. Nein. Ja, ihr habt mich die ganze Zeit zu Hund gemacht. Nein. Natürlich! Ihr habt mich 2v1 auf Stream auf TS immer zu Hund gemacht. Ich war nie im Teamspeak. Doch, warst du. Nein. Doch, und du hast mich sogar mal gehasst, glaube ich, eine kurze Zeit. Irgendwas mit Craft Attack. Da kannte ich dich noch nicht. Ja. Heiko hat mich mal gehasst. Warum? Erklär? Aber ich habe dich zu lieben gelernt, weißt du? Das ist doch gut. Aber warum hast du mich damals gehasst? Ja, ich habe dich nicht gehasst. Ich wusste halt nicht, wie du bist. Ich wusste nicht, wie du so, weißt du, du warst halt anders, als ich das gewohnt war. Und heute? Heute mag ich dich sehr gerne. Okay, dankeschön. Aber wenn du einen Schulabschluss brauchst, dann hit mir ab. Ja, okay, mach ich. Okay. Dann hau rein. Tschüss. Bro, ihr checkt nicht, die haben so verrückte Dinge mit mir damals gemacht. Oh, dann Stege auch. Aber das kann ich nicht sagen. Stege hat damals mein Weltbild zerstört. Also ich glaube, ich bin wirklich zu der Zeit, ich bin vom glücklicher Junge zu trauriger Junge geworden. Er hat mir Sachen erzählt von YouTubern, was die damals gemacht haben. Er hat mir Videos gezeigt, die ich nicht sehen wollte. Er hat mir die Augen geöffnet. Ich dachte immer, die YouTuber-Welt wäre happy. Nein. Ihr wisst ja mittlerweile selber, dass sie nicht so ist. Ich wusste damals schon, dass es nicht happy ist. Ja. Was ist das für ein Video? Moin Jungs, was geht? Ich wollte mal kurz fragen, ob ihr Vlogs sehen wollt, so Combat Trash Vlogs. Mit dem Handy, wenn ich im Urlaub bin.
Ich bin zwar nicht jetzt direkt im Urlaub, in den ersten 2-3 Wochen oder so. Und ja, ich brauche Streamvertretung, die muss ich noch suchen. By the way, ich spiele gerade Ose. By the way, ich spiele gerade Oso. Warum habe ich diesen Satz gedroppt? Und bin gerade auf dem TS mit den Jungs. Mit den Jungs bin ich wieder auf TS. Mit Oh ja. den Jungs bin ich wieder TS. Alter, ich kann nicht mehr. Ich habe ein Problem mit meinem Mikro. Hier seht ihr das. Da, genau. Ich habe hier nämlich so ein Mischpult. Das ist anscheinend nicht so gut. Falls mir da jemand helfen kann, add dazu YouTube auf Twitch. Boah, es war gerade schön, die Videos nochmal zu sehen, weil die Videos habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen. Ich mache komische Sachen, Trash-Vlog 5. Und Jungs, was geht? Ich habe hier eine Flasche. Gleich sage ich wieder, ich bin mit den Jungs TS. Hier läuft gerade Fortnite, weil ich bin gerade momentan dabei, Fortnite wieder ein bisschen zu trainieren. Und jetzt exe ich diese Flasche weg. Und wenn nicht, dann muss ich eine Bestrafung machen, die in die Kommentare schreiben und let's go. 3, 2, 1, go. Was ein scheiß Video. Hat nicht geklappt, Jungs, haut rein. Hä? Lad das doch Shorts hoch. Bruder, Retalk. Ich hab sogar Hochkant gemacht alles, ne? Ich kann alles auf Shorts hochladen. Daily Vlog 1. Bruder, das war's auch. Also da kam auch nichts mehr. Da war einfach nur 1. Hey, was geht ab? Ich bin's, Hetzluger an der Stelle. Der Kanal ist wieder back in the biz. Und, ja, das ist Daily Vlog Nummer 1. Seht euch mein Zimmer an. Die scheiß Hefter, Digga. Die scheiß Hefter. Das sind sie. Das sind die scheiß Hefter. Die musste ich damals machen. Oder mein Bildschirm. Mein Bildschirm. Oh Hölle, nein. Quadratischer Bildschirm. Seht ihr das? Ich hab mich hochgearbeitet. Bro, ich hab damals als zweiten Bildschirm einen quadratischen Bildschirm gehabt, der 10 Kilo gewogen hat. Kein Witz, der hat wirklich 10 Kilo gewogen. 4:3 Monitor von meinem Vater damals. Junge. Absolut geil. Daily Vlog Nummer 1. Ich bin nur am Zocken. Ich lade hier gerade die Stream-Dinger hoch. Das ist bei mir meine Wand. Und ja. Daily Vlog Nummer 1. Ich mache jetzt Daily Vlogs. Und ja. Aua, bin mir kein Mikro gestoßen. Haut rein, Jungs. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt Daily Vlog! Wenigstens eigener Content damals. Naja, also. Hab ich ja immer noch. Retalk, Respekt, dass du das gerade anschaust. Ja, danke. Würde offline gehen, ich bin kurz davor. Ja, das ist krank. Also, Bro, ich dachte, wir hätten schon alle alten Videos von mir durch, aber Hetzlugo ist ja nochmal eine ganz andere Liga. Minecraft durchspielen in 1 Minute. Oh mein Gott, die Serie. Das war eine Serie. Hey, was gab ich muss dazu noch wieder und zwar zu einer neuen Serie auf meinem zweiten Kanal. Und zwar denkt euch jetzt, was zum fucking Fick. By the way, ich kannte das alles nicht. Geht hier jetzt Dings hier, ne? Und zwar mache ich einfach, ja, ich habe mich zu einem Village tippet, aber das, ihr wisst jetzt gleich warum. Und zwar haben wir es gerade 16:57 Uhr und mir ist irgendwie was eingefallen und zwar lasst uns einfach fucking Minecraft durchspielen, aber jedes Mal habe ich nur 1 Minute Zeit. Ich dachte damals Basti GG. Ich dachte damals zu spielen. Heißt, wenn es jetzt 58 wird, habe ich genau 1 Minute Zeit, irgendwas zu machen. Wird auf jeden Fall richtig nice. Also das kommt jetzt, sagen wir, ich will Holz, dann lass hier hingehen. Digga, dann habe ich einfach, Retalk, ich habe das krass durchgezogen. Ich habe dann die ganze Zeit immer jeden Tag 1 Minute gespielt. Ich habe jeden Tag 1 Minute gespielt und das dann hochgeladen. Jeden Tag. Hier ist zum Beispiel Folge 2. Du hast dann nicht mal Daily Upload geschafft? Doch. Oder? Ja, vielleicht ab und zu mal einen Tag ausgelassen. Guten Tag. Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games. Ja, wir spielen weiter, Jungs. Und zwar, ne, 1 Minute Dings. Oh, fuck, ich hab nicht auf Timer geschaut, ne? Totes Video. OBS schnell, zack, so, wenn OBS bei 1 ist oder so.
dann tot. So. Und so. Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Bro, und auf jeden Fall bin ich dann irgendwann gestorben und ich war so traurig, weil ich war richtig weit. Ich war wirklich traurig. Warte, ich guck, ob ich das finde. Warte. Bro, ich war gebrochen. Hey, die Folge heißt wenig müde. Guten Tag. Heute wieder Minecraft durchführen, aber in einer Minute. Ich rechne in Newton. Ja, dann drauf. Wieder ein bisschen. Oh, ich muss jetzt gehen wegen dem Wichser. Ein bisschen früh. Moin an alle. Aber ja. 10:19 Uhr. Big Chilling gestern. Aber ich kann mittlerweile nicht mehr schlafen. Big Chilling! Digga, das noch, weiß ich, eine Woche lang oder Waren wir nicht sogar eine Folge dabei? Doch, kann sein. Woche noch. Weil die fucking Aliens die ganze Zeit Badezimmer und so die ganze Zeit machen und die sind halt direkt neben mir. Und Digga, das ist so krank, ne? Rechts neben mir singen die. Also rechts neben mir ist eigentlich draußen, aber da singen die. Und links neben mir, ja, machen die auch irgendwas. Ich weiß nicht was, aber die machen irgendwas. Ja, das ist richtig cool, Alter. Kann ich gar nicht mehr schlafen. Aber nein, Stunden dauern. Aber Jungs, leider ist die Folge vorbei. Und deswegen, ja, sonst. Hä? Hab ich einfach aufgehört? Ich dachte, ich bin safe gestorben eigentlich. Oder ich hab's einfach nie hochgeladen, kann auch sein. Warte, hier ist Special-Folge. Was ist das? Hier ist eine Special-Folge. Guten Tag, heute wieder Minecraft durchspielen, aber in einer Minute, heute Special-Folge, aber in 2 Minuten, ich hatte gestern keinen Bock mehr, aber diesmal heute, deswegen 2 Minuten und wir joinen direkt auf. Digga, ich mach Format Minecraft durchspielen in 1 Minute, ich mach Special-Folge in 2 Minuten. So, kann sein, dass ein Geräusch mitten in der Aufnahme kommt, Digga, what the fuck, man. Ich will das sehen, wo Stig und Heiko dabei waren. Oh mein Gott, ich habe ein Legendary-Video gerade hier gesehen. Oh mein Gott. Bro, das hätten wir niemals hochladen dürfen damals. Das hier. Moin Leute, herzlich willkommen zu dem Zweitkanal-Video mit Turbo. Moin. Ihr fragt euch sicher, warum jetzt ein Zweitkanal-Video kommt nach Monaten. Ja, es hat einen ganz einfachen Grund. Nämlich habt ihr es vielleicht schon bei anderen, beziehungsweise einem anderen YouTuber gehört, dass diesen Oktober, beziehungsweise Ende Oktober ein gewisses neues Projekt anfängt, wer ist er? Ja, Stig hat das Ganze ja geleakt und zwar startet Bauer 5 an Halloween, wie er geleakt hat, weil er absolut dumm ist. Das Ding ist so, jeder hätte von sich aus die Erlaubnis so gehabt, also der dabei ist. Bro, warum sollten wir Maro 5 leaken auf unserem Zweitkanal, während wir einfach in Minecraft rumrennen? Ihr checkt nicht, was wir damit ausgelöst haben. Digga, das war so krass. Bro, jeder hat geglaubt, also nicht jeder, aber viele haben geglaubt. Viele haben geglaubt und es ist so weit gegangen, dass GLP einen Tweet gemacht hat. Oder ich glaube, uns angeschrieben hat auf Twitter. Ich weiß gerade nicht mehr. Digga, der hat uns angeschrieben und meinte, wir sollen ein Video runternehmen. Junge. Bro, ich habe keine Ahnung, warum wir das gemacht haben. Ich weiß es nicht. Warte, ich gucke jetzt, ob ich das eine Video habe. Bitte, Digga. Warte mal. Nein, hier. Oh mein Gott. Ich habe Minecraft durchspielen in 1 Minute Teil 2. Vorhin war Teil 2, weil ich in Teil 1 gestorben bin. Hier. Guten Tag. Heute wieder Minecraft durchspielen, aber in 1 Minute. Ja, heute ist fucking AIDS-Tag. Fucking 38 Grad bei uns. Ich habe Fall Guys-Wette gemacht im Stream und habe dadurch 5 Stunden lang Fall Guys gespielt und keinen einzigen Win gemacht, weil war richtig cool. Ja, actually. Nein. Und jetzt sage ich einfach nichts, weil ich strecke auf 1 Minute, damit die nicht gespoilert werden. Checkt ihr? Das ist jetzt lustig. Okay, actually habe ich nicht gedacht, dass ich sterben werde. Bro, tote Videos. Okay, und das war dann Folge 1 von Teil 2. Und Teil 2 habe ich dann random aufgehört einfach. Ey, was glaube ich, das ist so ein Video.
Heute Angriff durchspielen, Folge 1. Wir spielen nochmal, Jungs. Komm, auf Ehrenwohner Habobos Basis. So, die sind auch live dabei. Ehrenwohner Habobos Basis. Einer Fuchsi, Wuchsi. Jetzt eine Minute mal drauf. Wuchsi. Und ja, wir hoffen einfach mal, dass wir einen Dolphin-Smile. Weil. Bro, man könnte die Serie in TikTok. Eigentlich nicht. Nee, kann man nicht. Ich nehm's zurück. Bro, okay, ich versuche jetzt. Digga, was ich eigentlich euch zeigen wollte. Ich bin jetzt leicht abgedriftet. Ich will euch zeigen, woran mich dieses Lied hier erinnert. Pass auf. Digga, habe ich die Videos gelöscht? Ich sehe die nicht. Oder sind die auf nicht gelistet? Die sind weg. Ich hab sie. Warte, ich muss jetzt kurz gucken, was es ist. Das hier? Ich glaube, es ist das hier. Bro, aber das ist das Unangenehmste, was ich jemals gemacht habe. Oh mein Gott. Real Talk, mir ist das unangenehm. Also mir ist es mehr unangenehm wie die Videos gerade. Oh mein Gott. Das Unangenehmste, was ich jemals hochgeladen habe, ist diese AMV hier. Ich muss mich affen jetzt. Ich zeig's euch hier. Ich habe eine Liebes-AMV gemacht. Oh mein Gott. Bro, ich kann nicht im selben Raum sein gerade. Ich kann Real Talk nicht im selben Raum. Ich muss gehen. Boah, jetzt wird's Turbo, scheiße. Okay, reicht jetzt. Stopp, ihr habt genug gesehen. Reicht jetzt. Oh mein Gott. Oh Gott. Aber checkt ihr? Ash und Serena, checkt ihr? Nein? Okay, und das ist jetzt weniger unangenehm, aber da sieht man einfach wieder, wie horny ich damals war. Ich habe einen Poké-Girls-AMV gemacht. Da ging's nur um Frauen. Vom Pokémon-Universum. TikTok hieß das sogar. Ich hab vorausgesagt. Motherfucker lädt Porn auf YouTube hoch. Ich hab Tränen in den Augen. Real Talk. Oh mein Gott, fuck, Mann. Also ich dachte echt, mir wäre nichts unangenehm, aber das ist wirklich hart. Das ist hart. Fuck, Digga, ich bin fassungslos gerade. Wenn du jemals Vorstellungsgespräche hast, zeig vielleicht nicht dieses Video. Mach ich nicht, Bruder, mach ich nicht. Alter, ich guck, ob ich jetzt wieder irgendwas hab, was nicht so unangenehm ist. Oh mein Gott. Die lustigsten Memes. Hallo YouTube, ich reagiere jetzt auch. Ich esse nebenbei Pizza und wir schauen uns die lustigsten Memes an. Yalla. Guten Tag. Ach, Digga. Was ist das? Mein Lieblings-YouTuber, was gegeben? Farmo, Norman, Revi, Stegi, Norris, Cardcraft, wichtiger. Ich spiele sehr gerne. Wait. Warte mal, das kommt mir bekannt vor gerade. Warte mal, das habe ich gerade gewundert, warum ich nicht da stehe, aber das ist von mir, glaube ich. Das habe ich für die Text geschrieben. Leute, die wissen. Okay, ich glaube, es reicht jetzt mit alten Videos. Ich gucke noch ganz kurz einmal. Oh mein Gott. Hey, was geht ab? Ich bin jetzt zu einem Video und zwar heute zu einem Gewinnspiel, wie ihr schon am Titel erkennen könnt. Und zwar möchte ich 15 € Paysafe-Card verlosen und zwar könnt ihr, also wäre es eigentlich dafür gedacht, dass ihr euch eine Nintendo-Card kauft, aber für die da irgendwas anderes vorhaben damit, könnt ihr was anderes machen. Ich wollte es einfach machen, um, ja, halt, Community jetzt so Danke zu sagen, weil, wie viele wissen, ist mein Main-Kanal Let's Tuge und wir haben jetzt hier fast 50 Abos. Schon krass. So, ich hab ja ein Video hier, das war's. Das wollte ich einfach mal hier ein Gewinnspiel raushauen. Das Einzige, ja, Jungs, das war ein Gewinnspiel. Ihr könnt halt gewinnen. Habe ich auch aufgelöst. Hier, warte, ich zeige euch die Auflösung. Wer hat gewonnen? Ja, warte. Ich hab die Auflösung. Gewinnspiel-Auflösung. Hey, was geht ab? Ich grüße in dem Video und zwar heute zur Gewinnspielauflösung von der 15 € Paysafe-Karte, was ich ja vor einer Woche hochgeladen habe. Den Gewinner werde ich gleich sagen, ich wollte nur was ansprechen und zwar könnt ihr in den Kommentaren gerne schreiben, was ihr sehen wollt. An alle, die jetzt abonniert haben, nur wegen dem Gewinnspiel, wäre es schön, wenn ihr den Kanal nicht jetzt direkt deabonnieren würdet, sogar auch noch Glocke aktivieren könntet, weil wenn der Gewinner sich nicht meldet, werde ich wieder neu losen.
Und es werden auch noch Gewinnspiele kommen. Spoiler, der Typ hat sich nicht gemeldet und ich habe direkt noch ein Video hochgeladen. Das nächste Gewinnspiel wird eine 10 € Nintendo Card bzw. Paysafe Card. Man kann entscheiden, was man will. Also 15 €, weil 10 € gibt es ja nicht. Und ja, wie gesagt, einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Ich könnte auch gerne wieder Pokémon Abend Force machen, ein bisschen nur sagen von was. Und ich kann auch mit der Wer hat Nintendo jetzt Switch ein gewonnen, paar Digga? Games Sag aufnehmen, doch! wenn ihr wollt, oder streamen. Könnt ihr einfach mal reinschreiben, was ihr alles die Nintendo Switch haben, meinen Kanal empfehlen würdet. Und ja, der Gewinner der Verlosung, also ich habe den noch nicht ausgelost, ich blende den Der Gewinner der Auflösung, ich habe ihn noch nicht ausgelost. Gewinner jetzt ein. Das ist der Gewinner, falls... Nein. Nein. Nein, ich hab's wirklich gemacht. Lisa Glodens. Lisa Glodens ist ein Account von mir. Nein. Nein. du das Video jetzt gerade hier siehst, könntest du dich gerne bei mir melden. Und Lisa Glodens, Jungs, Spoiler, hat sich nicht gemeldet. Und deswegen kam nach 4 Tagen direkt ein neues Video. Hey, was gibt? Ich begrüße euch zu einem Video und zwar heute ja zum zweiten Gewinnspiel und zwar hat sich der Gewinner leider nicht gemeldet. Oh leider, scheiße. Jungs, der hat sich aber nicht gemeldet. Ich weiß nicht. Das heißt, es wird ein neues Gewinnspiel geben. Man kann wieder mal 15 € Paysafe Card gewinnen. Ich muss zwar eine neue kaufen, aber ich habe die andere schon eingelöst. Und deswegen. Und ja, ich erkläre euch Deswegen nochmal. sag ich, vertraut keinem Influencer, Jungs. Guck mal, was für eine Hurensohn ich damals war. Damals. Jetzt stell dich mal vor, was für eine Hurensohn ich heute bin. Wie alles funktioniert. Und zwar müsst ihr auf diesem Video ein Like da lassen, Hashtag HugoTendo reinschreiben und den Kanal hier abonnieren und die Abos auf öffentlich stellen, damit ich weiß, dass ihr abonniert habt. Also einfach abonnieren, kommentieren. Aber ich glaube, nach dem Gewinnspiel habe ich wirklich ausgelost. Glaube ich. Wir können gleich gucken. Und liken. Der Gewinner wird dann, also es wird so laufen, ich werde das in einem random Video, das kann auch direkt nächstes Video sein, werde ich den Gewinner schon bekannt geben. Und ich kann euch einfach schon mal sagen, es wird nicht länger laufen als 2 Wochen. Das heißt, innerhalb der 2 Wochen werde ich in irgendeinem Video... Ja, wenn ich das nochmal durchgezogen habe, bin ich der größte Bastard, den es gibt. Ich guck. Okay, das war jetzt das nächste Video. Hey, was geht ab? Ich begrüße euch zu einem Video und zwar heute zu einem E3-Video. Erstmal vorab, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ich Let's Playen soll, weil ich habe jetzt nicht so viele Videoideen, was ich bringen könnte, was euch gefallen könnte, weil den Kanal gibt es ja noch nicht so, also er gibt schon etwas länger, aber ich habe halt noch... Da kam nix. Hey, was geht ab? Ich begrüße euch zu einem Video und zwar heute wieder zu einem Pokémon-Video. Das war jetzt eigentlich ungeplant, aber es ist was Neues gekommen, neue Infos etc. Ich werde es auf Twitter wohl auch noch was geschrieben, das blende ich euch auch mal ein. Oder kann es sein, dass ich das einfach nie ausgelost habe? Kann sein. Diesmal hat Jürgen Glodens gewonnen. Wenn wir schon bei dem Thema sind. Nee, das war kein Scam. Groß hat gleich 40% wahrscheinlich. Das war kein Scam. Digga, das war actually geil. Damals. Also, Bruder. Leute, die wissen, Stegi-Version davon. Digga, würde er das heute machen, er wäre am Arsch. Er wäre zerfetzt worden. Alter, wisst ihr, was Stegi damals hatte? Also ich hatte damals, das war nur eine kurze Zeit. Digga, bei mir war genauso schlimm eigentlich. Ich hatte damals, wenn man subbt, war eine 40% Wahrscheinlichkeit, dass, also da kam immer so eine Truhe, da kam dieses und meistens war halt, da kam so ein Furz. Aber meistens kam gewonnen und da haben die irgendwas gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr was. Bei Stegi kam, nachdem jemand gesubbt hat, eine Slotmaschine rein ins Bild, gedreht und wenn da drei Icons nebeneinander sind, hat man gewonnen. Digga, der ist stinkreich geworden damals. Bro, gibt's davon noch irgendein Clip? Stegi, Casino Subs. Nee, ich glaube nicht. Oder irgendwie ein Screenshot, nee, ich glaube Retalk nicht. Retalk früher kranke Scam-Streams gemacht. Halber Chat hat sich die ganze Zeit aufgeregt, aber er hat durchgezogen. Digga, Vito hat durchgescammt, aber was hat Vito damals gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. VOBS.
Mach mal gewonnen, mach mal gewonnen. Das ist jetzt gewonnen. Nein, mach doch gewonnen, Digga! Scheiße! Alter, ihr müsst reißen, Jungs! Mann, fuck! Gab keine gewonnene Szene. Doch, gab's. Ja! Oh mein Gott, nein! Ich hab's vergessen. Ich dachte, okay, das hab ich vergessen. Bro, stopp jetzt. Stopp. Das war der Twist an der ganzen Sache. Digga, das ist so. Digga, das ist crazy. Das war der Twist an der Sache. Wenn man gewonnen hat, hat man nicht direkt gewonnen. Man hat ein Duell gegen mich gewonnen. In Minecraft, nicht 101 PvP, man konnte sich auswählen. Best of 3. Digga, Real Talk, geiles Konzept eigentlich damals. Ja, stimmt, dann war man jetzt gar nicht so schlimm eigentlich. Weil das war auch schon ein bisschen mit Skill auch. Das Duell hast du nie gegen mich gemacht. Ja, irgendwann war es viel zu viel und ich habe bis heute, glaube ich, mit manchen nie eins gemacht. Also ja, tot. Kennst mich. Was soll ich machen? Was hat man gewonnen? Ich glaube so Geld und so. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Paysafe Card. Man hat da schon ein paar Sachen gewonnen. Aber man hat auch so Kacke gewonnen wie. Also da gab's so, also guck mal, man konnte ein Duell gewinnen. Da hat man Duell gemacht. Wenn man ein Duell gewonnen hat, konnte man in Minecraft so einen Werfer anklicken. Und da waren halt random Gewinne drin. Und das hat man dann bekommen. Johnny, danke für Tush Price, Dankeschön. War die Paysafe Card zu viele Ungewinne? Nee, damals habe ich das nicht gemacht. Ich habe die einzigen Fake-Gewinnspiele, die ich gemacht habe, da stehe ich auch dazu, waren 2017 auf Twitter und wann war das jetzt? 2018, glaube ich. Ja, 2018. Ja, fast 2017. Das ist Anfang 2018. Das sind die einzigen Fake-Gewinnspiele, die ich gemacht habe. Danach nie wieder. Nie wieder. Bro, das Risiko wäre auch viel zu hoch jetzt. Stell dir vor, ich würde jetzt Fake-Gewinnspiel machen. Bro, das wäre, also erstens wäre das Weird Champ, zweitens, Digga, würde ich einfach gecancelt werden. Red steht auch noch auf Beinen. So, egal, Jungs. Das ist soweit.